Molly, Antonia und ihre Kollegen warten schon ungeduldig auf den Frühling. Ebenso wie Carolina und Franz, die den Schäferhof Gräber in Gestratz im Westallgäu gemeinsam aufgebaut haben und betreiben. Wir machen einen Haken, dass die Schafe rauskommen, das erste Mal. Das ist spannend. Und vor allem, man muss dann gucken, wie es tut. Sie haben dann Angst aus dem Stall raus und wissen nicht, wo sie nach sollen. Und, ja. Aber das kriegt man schon nach. Oder? Das ist noch jedes Jahr gegangen. Ist ein bisschen Unruhe immer das erste Mal. Carolina und Franz freuen sich auf diesen Moment. Auch nach 35 Jahren noch. Das ist was ganz Besonderes im Frühling. Die schmecken den Frühling, die werden raus, die freuen sich. Die wissen, jetzt wird Sommer. Da freuen wir uns auch. Und vor allem, wir haben auch viel weniger Arbeit. Weil im Stall muss man jeden Tag morgens, abends füttern. Und wenn sie auf der Weide sind, da steckt man halt den Zaun dann wieder nach ja, vielleicht eine Woche oder so. Und das ist eine tolle Sache. Ja. Den ganzen langen Sommer verbringen die Tiere dann draußen und sorgen als vierbeinige Landschaftspfleger dafür, dass die Flächen nicht verbuschen. So, gut. Seit Tagen laufen die Vorbereitungen dafür. Und Enkel Jakob hilft schon ordentlich mit. Hier auf dem Hof ist Franz aufgewachsen. Allerdings lag die Landwirtschaft jahrelang brach, die Wiesen waren verpachtet. Gelernt hat der Bäcker. Dann aber trat Carolina in sein Leben und die ersten beiden Bergschafe. Dann war das für uns der größte Traum, weil wir die eigene Wolle gehabt haben mit unseren ersten 2 Schafen. Und wir haben uns halt einfach so auf die Wollverarbeitung dann spezialisiert. Und aufs Stricken. Früher hat man ja gesagt, man darf erst heiraten, wenn man Socken stricken kann. Dann hat sie gleich mal mir gesagt, sie hat ein paar Socken gestrickt. Und x-sättige Jacke, dass ich jeden Tag eine andere anziehen kann. Und das war halt mein Traum. Ich finde halt, Stricken, wenn eine Frau strickt, das finde ich einfach was Faszinierendes. Zweimal im Jahr schert Franz gemeinsam mit einem Freund die Schafe. Im Stadel wird dann die sorgsam fettfrei gewaschene Wolle mit ihren über 100 Jahre alten Maschinen erst mit dem Wolf verzupft und dann sorgsam kardiert, also gekämmt. Und zwar nicht nur die eigene Wolle. Eine weitere Leidenschaft, die die Gräbers teilen, ist das Färben. Aus den 2 Bergschafen wurde bald schon eine kleine Herde. Die verpachteten Flächen haben sie sich Stück um Stück zurückgeholt, haben 2 Töchter großgezogen und 3 Enkel bekommen und alles ist über die Jahre gewachsen und geworden. So wie sie sich's erträumt haben. Ich weiß nicht, ob wir es uns vorgestellt haben, das ist alles geworden bei uns. Und der Glücksfall ist wahrscheinlich auch das, dass wir uns halt getroffen haben, dass wir uns kennengelernt haben und dass jeder so das Gleiche im Kopf gehabt hat. Ihre mit viel Liebe hergestellten Schätze aus dem ständig nachwachsenden Naturmaterial verkaufen sie auf ausgesuchten Märkten und in ihrem Hofladen. Doch Franz' Lieblingsbeschäftigung ist und bleibt Hütefilzen. Jetzt geht's los, Jakob. Ich gehe hinten rein. Komm, stehst du zur Mama rum? Mal. So, jetzt zumachen, komm. Die haben doch schön. Jakob, schau mal. Jetzt juckt es herum. Wunderbar. Guck, jetzt freuen sie sich. Da freut man sich halt, weil einfach das Jahr wieder richtig losgeht, oder? Es ist wie wenn es anfängt zum Blühen. Das ist das wertvollste Tier, was es überhaupt gibt, für mich. Das ist einfach ein besonderes Tier. Ist das. Die sind beruhigend, ist schön. Und wenn man sie anfasst, man hat immer schön gepflegte Hände, weil so viel Lanolin drin ist. Ja. Und wenn man jetzt die Sonne scheint, dann kann man sich noch das Gesicht eincremen mit dem Lanolin.
Endlich Frühling. Und nicht nur die Schafe dürfen wieder raus am Gräberhof, sondern auch Franz mit einem seiner Lieblinge.